E großen Deel vun de Gesetzer, die wir zu Lützeburg applizieren, die gehen selbstverständlich an der Chambre dezidiert. Aber sie gehen viergekacht am Europaparlament. Und das ist auch gut so, weil das ist ja wichtig, dass wir auf dem ganzen Kontinent dieselben Rechte und Pflichten haben, aber auch dieselbe Sicherheit für uns Bürger. Es gibt natürlich auch Sachen, die wir besser daheim machen. An die möchte die Chambre lenken. An andere, die wir besser ganz an Europa machen, an die möchte das Europaparlament lenken. Aber die zwei hängen immer zusammen. Und dafür ist es wunderbar, ganz positiv und sogar unerlässlich, dass das Europaparlament und das Nationalparlament zusammen schaffen. Zu Lützeburg machen wir das, indem die 6 Europadeputierten aus Lützeburg regelmäßig an die Außenpolitische Kommission invitiert gehen, für sich sowohl mit der Regierung wie auch mit den nationalen Deputierten auseinanderzusetzen. Und hier am Europaparlament machen wir das, indem wir regelmäßig die nationalen Deputierten bei uns invitieren, für uns auch zu beracheln und für nicht gegen den anderen zu schaffen, mehr mit dem anderen. Und so hat es heute auch die Europäische Volkspartei gemacht. Sie hat das Sommet von den Fraktionschefen organisiert. Und da sitzt natürlich der Lützeburger Fraktionschef von den christlich-sozialen bei mir, der Claude Wieseler, den schon den ganzen Tag hier zu Brüssel war. Mit den Kollegen aus den anderen 27 Ländern sich ausgeschwert hat über gemeinsame Themen. Was leidet dann lo uwe? Was wären die Hauptthemen, die da beschwert wurden? Also richtig ist, dass wir effektiv regelmäßig als Fraktionschefen zusammenkommen, für all die Sujets nun zu schwätzen, die aktuell gehen, auch für uns, das für Nationalparlamente ist das einfach wichtig zu sehen, was an anderen Nationalparlamenten diskutiert ist und wie dort Stimmung sich ausspielt. Wettstung haut mor du jour, Hautstung am Anfang die wichtigen Themen, die an Europa momentan sensibel sind mor du jour. Dat ist das natürlich der Brexit, den als alle Gosurgen mischt, iwwer dem man nicht froh sind, den einfach wert kommen, wo es lodrem geht, gemeinsam zu diskutieren, wie das dann organisiert wird, respektiv die Negoziationen, wann sie aufhängen, wie die sollen, auf welchen Geste die sollen gemerkt werden. Das ist das Erste. Das Zweite, was du mor du jour stung, das war ein größer Diskussion auch über den CETA, aber nicht über den Inhalt vom CETA. Den ist ja aufgestimmt, den ist ja unterschrieben, aber dann hauptsächlich aber über der Weise, wie die Europäische Union, wie wir als Europäer in Zukunft nach können mit anderen Ländern negociieren, weil was Europa an den letzten meint und den Tag gesagt hat, weil sie gewiesen hat, nach außen, das war nicht ein Bild von ganz großer Kredibilität. Und da muss man sich schon vorstellen, wie wir intern mit denen funktionieren, für einen krediblen Partner bei anderen Ländern nach außen zu sehen. Ja, weil das ja immens wichtig, dass wir können etwas, was wir sollen, dann auch machen. Ich meine, das ist wichtig für eine Regierung daheim, weil es gibt ja nichts mehr Schlimmes, wenn Ankündigungen gemacht werden und dann noch kommt nichts dabei raus. Aber noch mehr Schlimmer als es auf Weltebene, wenn Europa ein Akkord während Jahren ausgehandelt wird und dann nicht fertig bringt, eine gemeinsame Haltung da anzuholen. Was sind dann die Proposen, die die Chefen von den verschiedenen Fraktionen an den nationalen Parlamenten zusammen mit den Chefen vom Europaparlament dezidiert haben? Ich meine, das erste, was mal wichtig ist, dass wir als definitiv eins gehen, was dann europäisch an was schlussendlich eine Nationalkompetenz ist. Das war ja am Dossier vom CETA eng von den wesentlichen Fragen, wo lang hin und her gegangen ist. Und das muss auch klar sein, für dass wir als Kredibilität nach außen nicht verlieren. Und dann muss es auch klar sein, was die Aufträge sind, die sich die Europäische Union respektive was die Aufsichtskommission kriegt, für zu verhandeln. Alles das muss an der Transparenz geschehen, das muss nach außen auch von den Leuten verständlich sein, ansonsten auch an Zukunft werden auf Widerstand stoßen. So Diskussionen wie die hier sind wesentlich. Es kann nicht sein, dass Europa es nicht fertig bringt, an normale Konditionen Kommerzverträge mit anderen Ländern aufzuschließen. Der Teil, wie es gegangen ist, wäre ein schlechtes Beispiel, aber man muss die neue Wege gehen, für kredibel nach außen zu bleiben.
Ja, an noch Kommunikation an Diskussion mat de Bierger e bësselchen ernstnecht machen, also net nëmmen zentraliséiert ha vu Bresel aus, weil dat hëlleft net vill, méi och méi dann bei de Leiit zo, dat d Leiit iwwerhaupt gesot kreen, wat sind Avantagen an Desavantage vun eso Akkoren, an dat soch die Angst geholl kreen, déi eigentlich aus dem Netwissen entsteet, weil Leiit menggen du geschéie schrecklech Sachen, die géint da Santerie sinn. No sitzen awer sowohl an den nationale Parlamente wie am Europaparlament Leiit, die jo vier Bierger schwätzen an eigentlich vier Bierger willen Positives machen, mit d'Opinion vun de Bierger muss auch Madera gehol gehen. Also die Sitzung do fand ich also haut wichtig, weil dat weist nämlich dat muss am Parallelen wann enke Decisionen vierberät gin, de Vierberedungsmechanismus auch mat de Bierger an den jeweilige Regionen, an den jeweilige Länder muss beschwert gehen. Wie wat dann iwwer Brexit gesot? Iwer Brexit as sich als Position ganz klar. Ich meine, kann ich net wie d'Engländer dat Mächen fir d'éicht soen mir wëllen net mi an der Union bleiwen, wat ze lo gesot mir regatéieren, dat gesot mé hunne dawer gesot, an dann probéieren Konditionen auszuhandeln, wie wann se ewer nach dran wären. Das entweder dat deint oder das dat ënner. Dat kann net Freiheit vun den Wuren oder Freiheit vum Kapital an Zukunft nach füllen, an Freiheit vun de Mënschen, déi vun engem Land an den anderen ihnen dat refuséieren. Der sogenannte Cherrypicking, Engländer dat nennen, dat menglich net méiglich sinn, an dat auch déi Position déi relativ klar an der Fraktion vun der EVP ausgedrückt gin ass. Wissend, dat dat natürlich ewer an den nächsten Moment ganz hart a ganz lang Diskussionen werden ginn, well vill vun denen Kontrakten, den Protokollen, den aufkommen, déi d'Europäesch Union gemerk huet, lo vun Engländer ganz frisch mussssen gemerk ginn, op sich bezun dann gemerk ginn, dat eng ganz schwierig Negoziatioun fir die Enger fir die Änners. Das ist ja auch vun Eisen Kollegen aus der EVP, den do die Verhandlungen werd feieren, de Michel Barnier. Ich meine, das auch gut, dat et Don aufgeschwert gouf, weil dat hecht nämlich auch, dat den Michel Barnier net soll dazwischen gefangen kreen. He muss schaffe gelos gin, he muss geholf kreen, an derf net aus den verschiedenen Chamberen an den verschiedenen Länder eng gegendeelig Meinung do kommen. Dat geht schon an die richtige Richtung, wann man uneise Prinzipien von Europa festhalten. Und dann de letzten Thema, den ich gesehen habe, den noch viel diskutiert gouf, dat sie wie setzen wir die Prinzipien an Zukunft an Praxis was sind die Hauptthemen, die eng EVP will an der Europapolitik gestützt von den nationalen Politiken an der Zukunft weitertreiben. Ja, weil de Brexit, so wie man gemerkt, as net nimmen ein Problem von den Engländer gewircht, mir als auch ein Zechen, deelweis du von der gewircht weit Leiit Europa gesinn. An fir Reis ist dat ganz klar, dat en sich auch muss Gedanke machen an der EVP, wat frängt Themen an Zukunft uschwätzen, respektiv wat muss an der Europäischer Union priorisiert gehen. Priorisiert müssen die Themen sind, die Leute mat bewegen, die Leute an Zukunft eurem Doen und Europa leben, wo sie etwas von Europa erwerden. Für mich ist es ganz klar, dass es da ein paar Sujets sind, wo einfach eine Erwerdung von den Leuten über Europa, für Europa da ist. Das ist zum Beispiel die Sicherheitsfrage, das ist zum Beispiel die Défensefrage, das ist zum Beispiel eine gemeinsame Außenpolitik, das ist auch aber zum Beispiel eine gemeinsame Energiepolitik für als Männer aufhängig von den Golfstaaten oder von Russland zu machen. Alles das sind Themen, da geht Europa richtig darüber wert, da kann Europa etwas mehr bringen, mehr wie ob kleinen Sujets, wo man da Regeln machen, die Leute nicht richtig verstehen oder nicht können nachvollziehen, an die dann teilweise Flammen an Europa bringen. Das sind aber die kompliziert und die schwierig Sujets. Ich meine, aber das do wert für so umzugehen. Erstens, weil sie etwas bringen, und zweitens, weil auch die Leute einfach davon etwas von Europa verlangen, aber weil die Einzelnen auch die Sujets nämlich können. Läng meester gin Verteidigungspolitik, Sicherheitspolitik mischt Chemie läng an Europa, wenn man net gemeinsam dort Summe fannen, dann haben wir alle Gur, alle 27 oder alle 29 Schwierigkeiten. Versteht seht,
Lützeburger, weil wir ja ein kleines Land sind. Es wird viel mehr schwierig sein für die großen Länder, die auch immer mengen, sie könnten da lang, für denen das beizubringen. Wir haben also sogar ein großes europäisches Land, immens klein, wenn ihr guckt, mit was für einen Wirtschafts- und Marktblick wir an einer globalisierten Welt zu dienen haben. Dafür geht es nicht mehr zusammen. Und ich meine, mehr Lützeburger haben nicht verstanden, so wie wir auch machen mit unserer Chambre zusammen. Das kann auch ein wegweisend sein für andere Parlamente, weil sie sehr wenig Parlamente, die hier Deputierten, hier Europadeputierten so an die nationalen Decisionen abbauen, und vice versa, weil wir kommen ja auch regelmäßig zwischen nationalen Deputierten und Europadeputierten halt zu Brüssel und zu Straßburg zusammen. Und so muss es sein, so werden wir das auch in Zukunft machen. Merci für die Invitation.